Vom Singen, Tanzen ans Licht gehen. Man hat früher viel mehr gesungen als heute. Daheim haben wir fast zu allem, was wir gemacht haben, immer wieder ein Lied angestimmt. Beim Abtrocknen, am Samstag beim Stegenhaus abwischen, beim Ausräumen vom Küchenkästchen, wo man jeden Samstag frisches Zeitungspapier hineingelegt hat. Wenn wir aus den Bären gekommen sind und die Kessel und die Beine schwer waren, hat die Mutter ein Wanderlied singen. Und schon war man ein bisschen weniger müde. An jedem Fest hat man gesungen und wenn man mit den Verwandten zusammengehockt ist, auch. Bei vielen Kinderspielen, die man in der Pause gemacht hat, vor allem die Mädchen, war ein Lied dabei. Etwa «Lasset uns flechten» oder «Mariechen saß auf einem Stein» oder «Machet auf das Tor». Gesangsvereine sind lange ein wichtiger Bestandteil von jedem Dorf. Sie haben Geselligkeit geboten, nach der Probe hat man über alles miteinander reden, über Dorfereignisse, die Klein- und die Grosspolitik. Es war ja so wichtig, als der Tümi, wo er auf Fessis Zalp war, mit noch einem zusammen auf die Männerchorprobe oben runtergekommen ist. Und gegen den Morgen sind die zwei wieder raufgelaufen. Für einen guten Läufer ist ein Weg 3 Stunden. Aber einmal sind sie 10 Minuten zu spät gekommen. Und dann hat der Dirigent gesagt, «Söttiges geht natürlich nicht, als man in die Probe zu spät kam. Söttiges dulde er nicht.» Da sind die zwei von dort an nicht mehr im Männerchor. Für einen anderen war der Männerchor noch wichtiger. Es soll nämlich einmal einen haben, wo die anderen von ihm gesagt haben, er habe falsch gesungen. Der Dirigent hat nämlich gefragt, wer jetzt da wieder so eine Fälschung gesungen hat. Aber der Mann hat steif und fest abbehauptet, als er es gewesen sei. Du hast noch ein bisschen mehr Zange genommen. Warum er da so sicher sei, als es nicht er gewesen sei? Da hat er gesagt, er sei jetzt schon 9 Jahre dabei und habe noch nie einen Ton gesungen. Er kann gar nicht singen. Er will einfach dabei sein. Früher hat es fast in jedem Dorf einen Frauen- und Töchterchor gehabt. Bei manchen Anlässen hat der Männerchor und der Frauenchor zusammen gesungen, etwa am 1. August. Die Chör hat sie in einem grösseren Rahmen getroffen, so an einem Herbstmonat Sonntag. Sie haben gesungen, sie können messen, welcher Chor es am besten sei, und haben erfahren, was Land auf und Land ab läuft und geht. Sie haben getanzt und die Ledigen haben nach einer Frau oder sie nach einem Mann ausgeschaut. Für das Tanzen hat es Brüche gegeben, die schon lange verschwunden sind. Zufrieden hat mir erzählt, wie man das Tanzen organisiert hat. Zuerst sind 2 Spielknaben gesucht worden. Die haben zum Voraus den Tanzsaal und die Musik organisiert und bei den Ledigen geweibelt, sie sollen dann kommen tanzen. Am Abend, bevor der Tanz angegangen ist, sind die Spielknaben von Haus zu Haus die Mädchen einsammeln. Die Spielknaben hatten einen Hut an mit einem roten Band und mit einem Rosmarinsträußchen drin gesteckt. Die Mädchen sind alle miteinander ins Hotel Elmer gebracht worden und mussten im Saal warten. Die Bursten sind nach dies nach eingetrudelt und im Gang rausgeblieben. Hier und da hat einer in den Saal hineingeschaut, welche Mädchen es da seien. Die Musik hat angefangen zu spielen und die ledigen Mädchen haben angefangen miteinander zu tanzen. Die Spielknaben haben draussen versucht, die Mädchen unter den Bursten aufzuteilen. Dann hat sie ein Mädchen nach dem anderen rausgerufen und vor eine Burst angestellt, wo gerne mit dem tanzen hat.
Es hätte auch noch Nein sagen. Wenn es aber gegeigt hat, sind die zwei miteinander reingekommen und haben angefangen zu tanzen. Meitli hat den ganzen Abend mit dem Gleichen müssen tanzen und hat nur einen anderen auslesen für das Tanzen, wenn der Bursch einverstanden war. Wenn das vorige Meitli hatte, hat er noch ein Weile zugeschaut und dann sind sie heim. Die Bursch musste die Meitli zum Znacht einladen. Und am Morgen, wenn der Tanz fertig war, ist der Bursch mit dem Meitli heim und es hätte ihm Kaffee machen und Ankenzelten geben. Etwa 1930 hat sie die Meitli gewährt. Sie wollen das nicht mehr, das sei ja der einzige Kalbermarkt. Als Abwechslung hat man da den Klepfer getanzt. Gleich viel Bursten und gleich viel Meitli haben 2 Kreise gemacht. Im inneren Kreis sind die Meitli gestanden und im äusseren die Bursten. Dann hat die Musik angefangen, eine Melodie zu spielen und die Ledigen haben sie in ihren Kreisen rundum bewegt. Meine Mutter hat noch eine Melodie gesungen, wo die Musik zu dem rundum gespielt hat. Sie hat ein Wort dazu gewusst. Erst jetzt freut es mich, dass ich jung und ledig bin, dass ich nie geliebet hab. 1, 2, 3. Während dieser Melodie hat der Tatschmeister auf einmal in die Hände geklopft, da sind alle stillgestanden und der Bursch hat das Mädchen genommen, das vor ihm gestanden ist und hat mit dem den Tanz tanzt, wo die Musik gerade aufgespielt hat. Und darauf ist man wieder im Kreis gestanden. Der Brauch hat sie bis in die 1940er Jahre gegeben. Tanzmusik hat sie vielen Dörfern gegeben. Zengienwil, Kapelle Burger. Frau Schmid, die zu Rüti aufgewachsen ist, hat mir erzählt, sie habe mit ihrem Bruder zusammen eine Kapelle gegründet. Sie hat Zither gespielt und der Bruder hat gehandurgelt. Als halbwüchsig sind sie da Turner Bodenkilbe in einer Wirtschaft aufspielen. Am Samstag nach der Arbeit sind sie aufgelaufen, haben die ganze Nacht gespielt und sind nachher noch wieder heim auf Rüti runtergelaufen. Sie haben die Nacht, zu trinken und 5 Lieber bekommen. Und das war viel. Das Hasle im Adler hat sie in den 1920er Jahren jeden Samstagabend eine Stube gegeben. Ein paar Frauen haben einen Zitterclub gegründet und haben am Mittwoch geübt und am Samstag zum Tanz aufgespielt. Aus den Tanzen heraus hat es da viele Bekanntschaften gegeben. Aber meistens sind dann zuerst ein paar Bursten miteinander zum gleichen Mädchen zu Licht. Bevor sie bei einem Mädchen geklopft haben, hat sie noch ihren Übermut ausgelassen. Der Vetter Fritz hat mir erzählt, als sie zu Matt etwa im Gartenbänkchen einen Baum aufgehängt haben. Oder noch fühler, einmal haben sie einem den Heuwagen auf das Gadendach aufgezogen und ihn dort angebunden. Ein anderes Mal der Horrenschlitten oder ein Sackbock auf den Chemideckel. Auch bei den Mädchen hat sie nicht immer Halt gemacht, wo sie hätten sollen. So hat sie einmal in einer Küche Schwabenkäfer durch die Kaffeemühle getrieben. Nicht vergebens hat Großmutter zu Mattalbigs Zittern gespielt, wenn die Ledigen zu der Ältesten gekommen sind. Sie hat über 100 Stückchen auswendig kennen und sie wird gedacht haben, sie hat dann so Kontrolle und die Ledigen können lernen tanzen. Es hat ja dann besondere Stückchen gehabt, um die verschiedenen Tanzformen zu lernen. Man hätte sie auch singen wie Polika, Polika, tanzen ich gerne, nur mit einem flotten Herren. Hat der Herr keine Handschuhe an, ich den Polika nicht tanzen kann. Nur meiner Mutter hat das nicht gefallen. Sie hätte auch zittern und war 4 Jahre jünger als ihre Schwester und noch nicht ledige. Da hat sie eben nur musiken und tanzen hat die Schwester und ihre Gespiele mit diesen Bursten. Das hat sie mögen. Da hat sie einmal zittern Stuhl, ist auf die Kammer rauf,
hat der Aufladen oben getatscht und hat gehühnet. Wenn die zwei einander etwas lieber gsi heit, hat das Mädchen am Samstagabend nur noch der reingelassen. Die zwei sind der Liebster und Liebste geworden. Wenn man wollte zu einer Liebste ins Licht gehen, hat man etwas auf sich genommen. Ein Rainer von Glaris hat mir erzählt, er sei zu einer auf Nötschel ins Licht. Du seist einmal ein bisschen später geworden als sonst, etwa 10:30. Als er mit dem Velo gegen Glaris gekommen ist beim Asyl der Wachtmeister Baumgartner gestanden. Der hat gesagt, absteigen, Velokontrolle. Von wann kommst du? Der junge Mann wollte es aber nicht sagen, wo er war. Er hat nur gesagt, ich bin einmal nicht besoffen. Aber der Wachtmeister hat nicht laut gelassen. Da sagt der junge Mann, wo ihr noch zu Licht sind ihr dann auch nicht immer früh heimgekommen. Da war der Wachtmeister zufrieden und hat ihn laufen lassen. An einem Vögeli ist sogar eine Weile auf Fänge zu Licht, und zwar zu Fuss. Einmal war es stockdunkel. Es hat ihn fast gefürchtet. Da ist in der Wart der Sattler, der Vater von der Mutter Regli, voraus gestanden. Der junge Ledig hat gefragt, ob nicht einer von seinen Jungen ein Stück mit dem kommen. Es fürchtet ihn fast allein. Der Sattler aber hat gesagt, nein. Wer eine Liebste will haben, darf sie ob nichts fürchten. In der Gemeinde haben die Bursten die Mädchen für sie allein wollen. Wenn ein Auswärtiger kam, hat es zuerst Krieg gegeben. Sie haben ihm abgebesselt und ihn versucht abzudückeln. Oder in ein Brunnenbett hineinzukriegen. Manchmal sind ein paar miteinander gekommen und dann hat es eine rechte Ledigenschlacht gegeben. Von dem nachher ist der Spruch über die Schwender. Und kommt man auf Schwende, so werfen sie Steine. Die meinen in den Keiben, wenn die Mädchen allein. Erst wenn der eine aus einem anderen Dorf eine feste Liebste ergattert hatte, hat man ihn in Ruhe gelassen. Der hätte dann auch durch die Woche zühnern zu Licht, wenn er Zeit hatte. Die zwei hat man dann natürlich durchgehechelt, wie man von allen Leuten im Dorf geratscht und manches Wahres und Unwahres erzählt hat. Darum hat es auch über das Rätschen und das Lügen einen Haufen Redewendungen gegeben, wie «Sie haben gescheints von allen etwas gewusst.» Die Sache, die erzählt, ist nicht nur für die Trüllete, die ist für die Zwirnete. Sag lieber nichts, sonst kommst du noch an die Pranger. Ja, aber nichts sehen und nichts sagen ist auch nichts. Seine Frau hat ihn dann noch geschönigt. Bei diesen zwei will ich dann nicht die Hand umkehren und ich nicht die Hand dazwischen haben. Sie soll ja gesagt haben, sie habe nur nachgeschaut. Sie habe nur mit der Ware gespart. So kommt eben ein Lugibo. Ja, nur ich gehe auf jeden Fall nicht an den Tag mal schnettern. Da sagen die zwei, sie haben miteinander noch nie ein Bäckeli verschlagen. Deren, die das sagen, sind keine Leute, das sind Latschen. Über mich hat sie auch geratscht, aber ich denke, ich muss sie ja nicht melken und sie haut mir kein Brot ab. Ich weiss jetzt wenigstens, wer mir die Lanze gewetzt hat. Ja, viel geredet ist gleich. Ich will es jetzt nicht raushauen, nachjassen hat keinen Zweck. Es wird dir jetzt wohl in die Nase gerochen haben.